glücklich machen, wenn du es nicht vorher schon bist. Du bist selbst dafür verantwortlich, glücklich zu werden. Es ist purer Egoismus, wenn du alleine zu Hause herumsitzt, frustriert und darauf wartest, dass dich ein anderer permanent glücklich macht. Außerdem ist es doch normal, wenn man auch mal unglücklich ist. Das ist ja schön und gut, Udo. Aber du hast ja gar keine Ahnung von Beziehungen. Du bummst ja nur rum. Hey, denkst du, ich hätte noch nie eine Beziehung gehabt? Aber das ist ja gerade der Grund, weswegen ich alleine bin, weil es so schwierig ist, jemanden zu finden, der mit sich selbst zufrieden ist, der nicht von mir permanent erwartet, dass ich ihn glücklich mache. Und wenn er dann unglücklich ist, macht er mich dafür verantwortlich? Du willst keine Verantwortung übernehmen. Du willst rumbumsen. Ja, wenn es Spaß macht. Ja, und was ist mit den Mädels? Glaubst du, die haben genauso viel Spaß, oder wie? Ey, da gehe ich mal schwer von aus. Die sitzen wahrscheinlich mit Liebeskummer im Hause und sollen auch noch froh darüber sein, dass sie auch noch unglücklich sein dürfen, oder wie? Wie kommst denn du jetzt darauf, dass die sich in mich verlieben, hä? Ja, kann doch sein. Frauen tun sowas ab und an. Meine eben nicht, das ist ja gerade der Punkt. Meine sind erwachsene Frauen, die ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen. Da werden die Fronten im Vordergrund abgeklärt. Ludo, du kannst ja ganz viel vorher klären, aber Dinge verändern sich doch. Vielleicht gehe ich als Frau mit dem Mann einmal ins Bett und nichts entwickelt sich. Alles super, Neudeutsch, One-Night-Stand. Da funktioniert's. Aber wenn es dann gut ist, dann mache ich es nochmal. Und dann mache ich es vielleicht weiter. Und irgendwann denke ich, hey, wenn das alles so gut ist, vielleicht gibt es ja noch was anderes, was an dem Typen gut ist. Beim dritten, vierten, fünften Mal, da knallen sich Frauen eh immer. Ah ja? Ist das so? Ja, und da kannst du vorher abklären, was du willst. Es ist trotzdem keine Freikarte dafür, sich wie ein Arsch zu benehmen und die Verantwortung für die Sache einfach abzugeben. Verantwortung. Immer Verantwortung. Verantwortung habe ich doch nur dann, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Wenn ich zu jemandem sage, hey komm, lass uns Spaß haben. Ich will aber keine feste Beziehung. Dann habe ich doch auch keine Verantwortung. Und dann bin ich auch nicht der Arsch. Und wer das nicht gebacken kriegt, der kann es ja bleiben lassen. Ja, dann hast du aber leider auch keinen Sex. Wie meinst du das jetzt? Mann, keine kriegt das gebacken. Die tun das so. Das ist ja der Witz. Pass auf. Du sagst, hey, ich will nur Spaß haben, sonst nichts. Und sie sagt, ja klar, lass uns Spaß haben. Aber sie denkt, ist ja klar, dass der Typ nur Spaß haben will, bei den Weibern, die er vor mir hatte. Der weiß ja doch nicht, dass ich die letzte Cola in der Wüste bin. Aber wenn er es dann merkt, dann sehen wir mal weiter. Das heißt, während du bei deiner Ursprungsaussage bleibst, entwickelt sie sich in eine komplett andere Richtung. Ihr steht an zwei völlig verschiedenen Punkten und du bist wieder der Arsch. Also entweder ich habe Sex und bin dann der Arsch, oder ich bin kein Arsch und habe keinen Sex. Ja. Dann bin ich lieber der Arsch. Ja, das war ja klar.